Er ist noch ohnmächtig. Soll ich ihn aufwecken? Ja, ich würde sagen, liebend gerne Colin und damit willkommen zurück zu Pikmin 4. Nein, er soll sich ausruhen. Wir fragen ihn dann nach Nelly, wenn er von selbst aufgewacht ist. Okay, Spaßbremse. Heilung für Ochi müssen noch 3 Kopayaner finden. Die gestrandeten. Natürlich auch noch ein paar Dinge. Zwiebel verschmelzen, ne? Wir brauchen 6 Zwiebeln insgesamt als nächstes. Oh Mann. Irgendwie gerade ein bisschen schade, weil ich weiß gerade nicht, ob er nochmal zum... Ja, wo ich jetzt eigentlich weitermachen soll. Ah, er ist wach. Die Rettungscrew, bin ich froh, dass ihr mich gefunden habt. Ich bin Jorke. Meine beiden Kollegen und ich sind von Kopai hergekommen. Waren nicht die 3 aus Pikmin 3 auch von Kopai? Namen kommen so bekannt vor. Und ein Teamkollegen vielleicht eine Tierärztin namens Nelly? Wir haben schon überall nach ihr gesucht. Wirklich? Gefunden habt ihr sie dann wohl nicht, hä? Nelly, Dobo und ich sind Kollegen und Freunde. Wir haben das gleiche Ziel, da sind wir gemeinsam hergekommen. Dann ist unser Raumschiff abgestürzt. Ja, das bekannte Schema. Das tut mir leid. Wie ist es euch danach gegangen? Eine Weile haben wir diesen leuchtenden Nektar, den man morgens sammeln kann, versaftet. Das half gegen den Hunger. Der wirkliche. Und du redest bestimmt von Leuchtesaft. Der ist trinkbar? Wie schmeckt der? Wirklich sehr lecker. Kopayaner sind bekannt dafür, im Essen wählerisch zu sein. Außerdem funktioniert der Geschmackssinn anders als unserer. Wisst ihr noch, wie Dingo den Leuchter für ein Getränk gehalten und getrunken hat? Danach habe ich kein Auge zugetan. Oh, unser Leuchtsaft hat so gut geschmeckt, dass wir uns schon fast darum gestritten haben. Ich bin auch sicher unseres Entsetzen vorstellen, dass jemand unseren Vorratsstall. Wir haben den Dieb sofort verfolgt. Leider bin ich allerdings nicht der Schnellste, daher blieb ich bald in den anderen beiden zurück. In dem Fall ist es gut möglich, dass wir deine beiden Kollegen ganz in der Nähe finden. Es sei denn, du hast noch eine bessere Idee, wo Nelly sein könnte. Tut mir leid, ich habe auch alles gesagt, was ich weiß. Aber vielleicht hat Top noch weitere Informationen. Wer ist jetzt Top? Rettungscrew! Nellys Kollege wurde gerettet. Nellys Kollege Jorke zufolge können sie sich im Garten Giganten aufhalten, müssen sie finden und wenn es sich auf uns. Ja, wir waren schon überall außer. Nein, ich muss doch wieder runter. Oh, ich will da nicht runter, Menno. Oh, leg mich am Arsch. Also, ich will nicht die Höhlen runter, das ist doch. Oh. Dauert doch so ewig. Ja, ist ja gut. Fortschritt nicht mal ein Viertel. Aber hey, wir haben eigentlich die komplette Overworld zwar gemacht, das ist schon mal immerhin etwas. Auch schon alle Pfade zu den Untergrundgebieten, also zu den Höhlen und so freigeschaltet. Das könnte also auch schon alles funktionieren. Wir haben noch 1, 2 Dandure-Duelle. Ich gehe jetzt aber nicht mal davon aus, dass das irgendwie diesen, die wir retten müssen. Anhand dessen, wo er so vermeint von wegen, oh, wir haben Leuchter getrunken, morgens, gehen wir davon aus, dass das irgendwie eine Art Impfung für sie war. Das heißt, diejenigen, die keine Laublinge sind, sind die, die wir suchen. Weil sie jetzt Laublinge werden können. Geht man so davon aus, das ist mal so meine Theorie. Also, wie gesagt, da waren wir. Da ist noch irgendwie so ein scheiß Boss. Dandori, kein Bock drauf. Hier haben wir Stand plus 2, 12 Schätze. Stand noch 1, 14 Schätze. Sind ja vielleicht sogar kleine Gebiete. Wir versuchen es mal, komm. Pikmin nehme ich jetzt mal keine mit, weil er bringt eh nichts, wenn wir in die Höhle runtergehen, können wir die sowieso neu auswählen. Ultimatives Testgelände. Wir haben hier schon mit allen möglichen Dingen vollgestopft. Die größten Kreaturen sind meist auch die leckersten. Außer dieser einen, die wie eine ultimative Waffe aussieht. Die habe ich kaum runtergekriegt. Louis. Der frisst einfach alles. Was für ein Typ. Was? Empfehlung. Flügel und die Weißen. Okay, aber ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, irgendwie alle meine Dinger zu opfern hier. Das heißt, wir machen es mal so. Und den Rest will ich mal hier mit dem Blauen auf. Wobei, wieso empfiehlt er mir die Blauen noch? Wegen Wasser vielleicht? Ja, mal sehen Sie dann. Rettungstruppe, auf sie!
Ich hoffe es einfach mal, dass das so Höhlen sind, die nicht viele Ebenen haben. Meine große, große Hoffnung. Und wir wissen ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. So. An Seite aus, okay. Sieht nach einem Gifttyp aus, ja? Ich sehe schon mal ein Ziel für die Flügel-Pikmin. Ja, der gleiche Scheiß, oder? So ein Teil. Nein, ich wollte eigentlich das... Boah, ihr seid doch doof. So. So, darüber. Hier geht's auch noch runter. Geh erstmal hier rüber. Boah, diese Gifttypen, ey. Ist ja ganz schlimm. So, das reicht hoffentlich erstmal. Ups. Der Blau soll es eigentlich nicht unbedingt sein. Ja, komm, ihr könnt weiter. Der soll zu mir. Mann, geht doch. Also, 7 hierfür. Und dann noch ein paar Flügel-Pikmin. Wollte momentan eher so aus, als heute vor allem die weißen. Also sprich die giftigen. Was ist los? Das ist natürlich doof, wa? So, währenddessen kann ich schon mal weiter gucken. Was es noch so gäbe. Was haben wir hier Schönes? Ja, ganz ruhig, Freunde, ist klar fertig. So, jetzt könnt ihr rüber. Fertig, fertig. Sehr schön. Bevor wir es vergessen, hier drüben noch ganz kurz gucken.
Du, 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 du. Alle Wege zu mir! Dankeschön und weiter geht's. Die zweite Ebene. Bitte sag mir, dass wir schon bei gut 30% sind. Bitte mehr als 25, das wäre schön. Nein, es sind 5 Ebenen, leck mich. Oh. Also von der Länge her sind es, glaube ich, ja, wenn es natürlich noch kurz sind, dann geht's auch. Das ist auch nicht so wild. Ich habe sogar blaue Pickel mitgenommen, ey, gerade. Das ist nicht euer Ernst. Ja, sorry, was soll ich denn dagegen machen? Ey. Oh, also manchmal, das Spiel, ganz ehrlich. Solche Situationen denke ich mir auch immer. Warum bloß? Warum? So, vernichtet ihn. Dankeschön. Ich meine, zum Glück waren es in Anführungszeichen nur blaue. Das klingt jetzt zwar hart, aber es ist halt so. Da ich zum aktuellen Zeitpunkt, von denen ich dabei habe, nur die blaue nachzüchten kann, den Rest nicht. Mal gucken, wo bringt die es entlang? Dadurch, hä? Okay, vernünftig. Nein, machst du nicht. Wo geht hier jetzt entlang? Okay, da ist in Ordnung. Das sind die beiden Viere, dann muss sowieso dahin. Okay, dann passt es ja wieder. Dann haben wir ganz kurz noch rüber. Boss? Kein Boss? Okay, wozu brauchen wir das jetzt? Da ist klar, wozu ich das brauche. Hui! Oh! Praktisch! So, den... Na komm. Mitnehmen. Was spuckt der denn da? Haben wir mal schön gewurzt. Ein Joy-Con! Lange nicht mehr gesehen. Haben wir das überhaupt schon mal? Pikmin 4 glatt nicht, hä? Ich meine, sonst Controller in alle möglichen Formen und so, aber sowas jetzt noch nicht tatsächlich. 10 müssen reichen, ne? Jo, noch mal wieder alle. Können wir ganz kurz den noch mitnehmen.
Perfekto. Dann, kommen wir so runter. Oh! Ja, nicht so. Aber seht ihr, so funktioniert es. Warte mal, blauer Pikmin, ey. Seht ihr, so funktioniert es doch auch. Ich kann sie ja ganz einfach mich runterfallen lassen, wenn zurücktransportiert. Und mit dem Pikmin, wenn ich die einfach allein dahin schicke, nö, geht nicht. Wenn die runterfallen, sind die tot. Aber wenn ich runterfalle, dann überlebe ich. Und natürlich Ochin auch, weil der kann nicht sterben. So, alle beisammen. Das passt soweit. Dann können wir, glaube ich, hier direkt hier hin. Nehmen wir an, jetzt auf der dritten Ebene könnten wir schon mal wieder einen Überlebenden finden, ne, wenn es insgesamt 2 gibt. Ultimatives Testgelände. Jo. Hat er recht. Wie so oft. So. Das schon mal haben. Erstmal noch hier gucken. Hier ist ja auch der Flügel-Pikmin. Also, die andere Seite. Hier geht's ja nicht. Schade. Da ist das Cell-Prozedere. Okay. Jetzt weiß ich auch, wieso ich überhaupt darüber muss. Schnell platt machen. So. Ist dann noch entlang? Oh Mann. Flügel-Pikmin? Wären sonst die Fels-Pikmin lieber gewesen, aber egal. Man kann nicht alles haben. So. Dann hätten wir da wohl den Rückweg. Beziehungsweise. Da geht es dann so hoch. Okay, okay. Da können wir noch so runter. Da kommen wir auch so rüber. Oh, ihr wollt hier rüber. Mein Weg hier schon freigeräumt. Mann, Leute, ihr sollt einen anderen Weg nehmen. Das machen wir nochmal. Da oben ist was. Ah, okay. Mach mehr Flügelpower.
Pflücken bitte. Pflück die Pflück. So, wo entlang bringt das jetzt? Okay. Wenn ich schon dabei bin, kann ich die anderen mitnehmen. Einen und einen. Alle Pikmin zu mir! Okay, statt dass die Flügelpigmen einfach rüberfliegen, nehmen sie auch. Okay, gut. Von mir aus. Warum auch nicht, ne? So. So, sorry Orchin, jetzt muss man ganz kurz unsicher weitermachen. Da oben hängt er. Lustig. Ne, warte mal, ich muss ja doch. Erstmal unten durch und dann von der anderen Seite. Okay, okay. Oder auch nicht, weil der Trick hier nicht funktioniert. Das Ganze war ein bisschen anders geplant, Freunde. Oh, um Gottes Willen, ey. Bleib mir einfach da festhängen, ich glaub's nicht. Ja, ein paar verloren, aber zum Glück jetzt nicht so viel. Okay, ich muss da oben nochmal durch, aber erstmal den mit retten. Wobei, nee, nicht die Gift-Pikmin, davon haben wir jetzt nicht so viel. Mann, ihr Flügel-Pikmin, ganz ehrlich. Nein, ihr nehmt den falschen, ich will doch... Da. Okay, so schnell ist es. Gut, dankeschön. So, dankeschön. Ups. So schnell ist es auch. Perfekt, da ist wieder Ochin. Der kleine Racker. Hä? Nehmen Sie doch alle mit. Geht doch. Er hat deine Laublinge gerettet. Gut gemacht. Ja, ist er, das wissen wir mittlerweile. Sonst müssen wir eigentlich langsam durch sein, oder? Heilige Kugeln. Jo, sind wir. Alle Flügelpigmin zu mir. Das sind nicht mehr so viele, aber es müsste noch den Rest des Dungeons reichen. Ah. Perfekt.
Ich weiß, es steht auch von wegen auch Pikmin, die nicht zu deiner Truppe gehören, folgen dir, aber ich bin da immer ein bisschen auf Nummer sicher. Weil ich nie so sicher bin von wegen, klappt es wirklich so oder, naja, ihr wisst ja. Manchmal macht das Spiel und die Pikmin machen nicht das, was ich irgendwie mir gerade überlegt habe. Gut. Da geht's gegen die Fließrichtung, okay. Ich muss von der anderen Seite, also muss so oder so erstmal rüber. Dann noch eine Fließrichtung da umstellen. Okay, am schnellsten kann aber trotzdem da rüber dahin. Ich kann auch schon zur nächsten Ebene abhauen. Und mehr weiße Pikmin. Aber bisher brauchten wir die vor allem auf der ersten Ebene, oder? Ich weiß gar nicht mehr, was anderes schon im Vieh. War das einer für die blauen Pikmin oder war das einer... Da lila Pikmin drin gefangen? Ich glaube schon, ne? Da geht er mit den lila Pikmin auch gut. Weil es eigentlich ein Flugding ist. Ja, wenn die explodieren, verlieren sie ein bisschen was. Ups, ein zu viel. So, die weltberühmte Fließrichtung. Was passiert, wenn man einen Weißen da hinschmeißt? Einen Weißen absorbiert. Passiert nicht viel, ne? Ja, ich dachte nur, weil es sind ja giftige Pikmin. Habe ich gerade wieder ein paar Pikmin verloren? Kann das sein? Der ist ja doch giftig, oder? Kann der... Der ist doch giftig, könnt ihr mal sagen, was ihr wollt. Ich glaube schon, ne? Oh Mann. So, Turmbrücke. Geht das? Doch, müsste gehen. Nein, wo geht die jetzt lang? Oh Mann! So, alle zu mir bitte. Auch die, die gefangen sind. Dankeschön. So, also gegen die Richtung. Dankeschön. So, ansonsten, hier ist die Richtung, alles klar. Kann ich nachher wieder umdrehen, damit ich dann da hinkomme. Das passt dann soweit auch, finde ich. Da könnt ihr jetzt schon machen, komm.
Ja, ich habe nicht mehr ganz so viele blaue Pikmin, die auch schon. So, ja, ich weiß, dass wir Probleme haben. Oh. War geschafft, Freunde. Ladung Goldklumpen wurde abtransportiert. Dankeschön. Pikmin noch. Ich bin mit 100 gestartet hier unten. Die meisten waren blaue, mittlerweile haben wir auch sehr viele Flügelpigmen dazu bekommen, hatte am Anfang aber nur 10 Stück davon. Jetzt haben wir ein Problem. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt ging es so schneller. Okay, schräg. Mann, ihr sollt ihn in Ruhe lassen, Leute. Nicht zu glauben. Hä? Okay, alles schon voller Blüte, krass. Aber bloß diejenigen verloren, die halt nicht in Blüte standen. Natürlich auch ein bisschen ungeil. So, der hoffentlich letzte Schatz. Jetzt können wir fliegen, also ist gar kein Problem. Wir können auch dadurch. Wir müssen nicht auf das Rollband achten. Wir hingegen... Also ich muss sowieso zurück, hä? Eins, zwei, 1, 2, 1, 2. Ja, kleine Pikmin, ihr macht das richtig. Ihr macht das gut. Ihr seid meine Pikmin. Heiß begehrt. Genau wie das hier. Perfekt. So. Sagen wir noch 1, 2 Schätze und ein Überlebender, weil es müsste Ebene 5 kommen. Ein Schatz noch ein geretteter. Perfekt. Und ganz bestimmt noch irgendein Bossviech. Das, was ja Louis vorhin meinte. Dass es ein Viech ist, was selbst er nicht fressen kann. Da muss was Krasses sein, ne, wenn es Louis nicht fressen kann. Eine Bombe? Okay. Oh! Ein Gamecube-Controller. Nice. Ist bis heute noch einer der begehrtesten Controller. Ja? Also wenn du alle mal so ein bisschen vergleichst, sind die Gamecube-Controller immer noch auf weit oben. Stationiert. Die Wand hier kann ich einreißen. Die Frage ist, wozu? Wenn ich die Wand einreiße, muss ich das entweder machen, um irgendwo hinzukommen oder sonst auch hinkomme. Finde ich jetzt hier eher unnötig. Es kann natürlich sein und vermute aber deswegen auch hier noch eine Bombe mal bekommen. Das ein Hinweis sein soll, was ich hier machen muss. Ansonsten ist das ja eigentlich auch ein guter Schutzwall hier hinten. Lass mich raten. Oh! Da hat eigentlich eher einen roten Gelee. Okay. Was ist das für ein Viech? Explodiert der auch? Wir sind mal gar nicht übertrieben, ne? Ah!
Man kann doch nicht an, dass das Teil kaputt geht. Oh, so ein Scheiß aber auch. Die bringt dir gar nichts, ja? Nö. Das könnte eine Weile dauern. Sag's mal so, wie es ist. Natürlich noch eine Sensorbombe, hä? Also ganz Schluss bin ich noch nicht, aber... Hä? Das ist viel gar nicht. Hä, soll das viel den platt machen? Wow! Also fies. Und der bringt auch nichts. Das hat vielleicht, weil eins an der Beine irgendwie anders ist. Also ich meine... Hä? Kommt ein bisschen zu doof an. Scheiße, ich hab den Scheißblitz noch zweimal, das muss reichen. Okay, sind schon die Flügel-Pikmin. Gut, gut, gut. Okay, aber eben, das muss er natürlich erstmal wissen, dass es so funktionieren soll. Meine Güte, ey. Was für ein Kackviech. Ich hab so viele Pikmin verloren. Insgesamt. Oh. Was ist ein Gamecube-Controller? Naja. Was ich noch schade finde, ich hatte zwar gehofft, das würde Nintendo mal noch fixen und so, dass wenn ich auf Ochin sitze, dass ich nicht alle Pikmin losschicken kann. Das wird auf einen Befehl gehen, wo ich mit Ochi dann die Rammattacke machen kann. Aber auch die habe ich bei dem Vieh versucht, weil ich dachte, okay, ich muss mal irgendwie an ein Ding, ja, das Ding rammen. Dann gehen die alle Pikmin auf es los, aber es hat leider auch nicht geklappt. Dobo. Ehemalige Elite-Spürner, also geht nun Gerüchten überschätzen auch mit den Profitenhungern seiner Heimat zu bekämpfen. Der Dobermann. Und da ist der Kumpane, der zu New York gereist ist. Top. Ich bin der Leute, dass er noch am Leben ist. Ja, er scheint der Unverletzte zu sein. Er ist ein richtiger Dobermann. Aber hat schon ein bisschen was, wenn ich gerade mal so ein bisschen gucke und die wieder mit den dreien aus Pikmin 3 vergleiche. Dieser Dobo wirkt schon ein bisschen wie Charlie und der andere, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß der Kleine? Pikmin 3, ich weiß eben nicht mehr, aber sie wirken schon ein bisschen so wie die drei. Wäre natürlich cool gewesen, wenn sie selben gewesen wären. Die eine hieß auch Britta, oder das Mädchen?
Charlie, Britta und... eben keine Ahnung mehr. Okay, das Vieh hat irgendwie nichts geholfen. Also eben Schock natürlich ein bisschen, aber andererseits... Ja, wenn du einfach abgewartet hättest, bis das Vieh mal aufhört zu schießen und dann halt alle Flügelpigment losgeschickt hast mit dem Ultramotivierspray, hätte es auch so gereicht. Ja? Also eben, da hätten wir gar nicht noch mehr Items gebraucht. Aber fürs nächste Mal weiß es dann. Ochins Punkte steigen. Viele Schätze. Komplett erforscht, was die Höhle betrifft. Ich habe 24 blaue Pikmin verloren. Scheiße, ich habe 12 Flügel-Pikmin dazu bekommen, 10 dazu bekommen, aber 12 wieder verloren. Eine Scheißbilanz. Und ich habe 3 weiße verloren. That's not the yellow from the egg. Das ist die Zeit, wir sind mal 41 Minuten, ja, von dem her, wir sind eigentlich... Ich überlegen, ob ich die Folgen langsam ein bisschen kürzer gestalte, weil da könnte jetzt der Zeitpunkt sein, wo wieder mehr Folgen pro Woche raus war als nur eine. So. Also gerade müsst ihr auch noch irgendwie mitnehmen. Offenbar nicht. Den ganzen Gedanken bei 35% jetzt. Okay. Das passt ja, den haben wir auch schon. Da ist eben eigentlich nicht mehr viel zu tun. Das Ding noch, aber es ist ein Dandori-Duell. Hier haben wir ein Dandori-Duell, also noch 2 Dandori-Duelle übrig. Mit einem gestandenen 12 Schätze klingt das auch eher nach einer kleineren Höhle. Hier nochmal ein Dandori-Duell und wir haben hier vermutlich auch eine eher kleinere noch, weil 14 Schätze, ein gestandener. Und ein paar Zwiebeln, okay. Zeit her, wir haben eigentlich noch ein bisschen was, wa? Also würde mal sagen, Freunde, wir legen im nächsten Part hier weiter. Ja, wieder mal wieder eine Folge, wo ich nicht komplett einen Tag mache, weil sonst wird es, glaube ich, ein bisschen zu viel. Aber eben, wenn du halt da eine ganze Folge für eine Höhle brauchst, dann kann es schon sein, dass du in, ja, einem Tag ein bisschen mehr hinkriegst. Okay, ich glaube, das ist sogar etwas, wo ich nur ohne Ochin hin kann, ne? Also rein kann. Residenz der Träume. Hier könnte man sich bestimmt den ganzen Tag lang amüsieren. So hätte ich gar nichts dagegen, hier länger zu wohnen. Dann würde sich all meine Snacks in einer Box versteckt haben und den Code vergessen haben, mit dem man sie öffnet. Hä? Okay, creepy. Das will es mehr, Freunde. Das nächste Mal zurück bei Pikmin 4. Bis dahin. Bye, bye.